Herzlich willkommen zu Viva la Movielusion, und so wie es bis jetzt, glaube ich, noch nie gestartet. Ihr sagt normalerweise immer herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva la Movielusion, aber heute grätsche ich einfach mal rein, weil wir reden mal heute auch über einen Film, der eigentlich so gar nicht in das Format passt, wo es gerade ist, aber wir gehen gleich ein bisschen näher drauf ein. Mein Name ist Corby, ihr hört es schon meiner lieblichen, wunderbaren Stimme, die mittlerweile geschult ist nach diesen über 250 Folgen. Keine Angst, ich werde die anderen in den nächsten Walex schon noch drauf ansprechen. Mit dabei habe ich heute die Gurke namens Kalle Kane Hi. Servus. Kannst du schon denken, warum ich... Erst möchte ich wissen, auf was du uns in die Walex so sprechen möchtest. Was möchtest du von mir? Über 250 Folgen Viva la Movielusion, Alter. Ach so, ja, jetzt halt. So ein Scheißdreck. Das wird aber Dreck für mich. Das ist ja 4.000. 4.000? Ja. Oh, leck. Dann ist es 8.000, oder? Ja, genau. Schon voll, Keine Ahnung, gell? ich habe einen 5er in Mathe gehabt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und wir müssen das nächste Mal definitiv drüber reden, wie viele andere Podcasts es nicht geschafft haben, dass sie 250 Folgen rausbringen. Ja, oder wie viele Podcasts das geschafft haben, 250 Folgen zu machen, aber nicht völlig berühmt zu sein. Also, bitte. Wir haben ein paar Leute in der Community, die uns, glaube ich, schon als berühmt bezeichnen würden. Ja, aber das bringt mir auch nichts, wenn ich da nicht in Saus und Braus leben kann von denen. Also, als wenn es dir schlecht geht. Alter, bei mir drin ist so heiß, ich habe sogar einen Fächer heute da. Weil es nicht aushält. Okay, gut. 37 verhurde Grad, und ich glaube, in meiner Bude, in der Hurenkirche, wo gekocht worden ist, da glaube ich, hat es jetzt gerade 47 Grad. Und da muss ich hier drin sitzen und aufnehmen, weil ich so ein kleines Hurenhaus habe, dass ich mir kein eigenes Büro einrichten kann. Und da sagst du mir, dass es gut geht. Dir geht's gut. Du hängst sogar mittlerweile deine Sammelfiguren an der Wand. Weil ich nicht mehr weiß, wie ich sie hinstellen soll. Schau. Weil ich nicht mehr weiß, wie ich sie hinstellen soll. Aber ja, du hast schon gesagt, dass der Film eigentlich gar nicht so zu uns passt, weil es ist ja ein 100% geschichtsakkurater Kriegsbericht-Film. Zum einer das, also das passt zumindest schon zu mir. Ich liebe ja Dokus. Ja, das ist fast ein Doku, ja. Null übertrieben. Tatsächlich habe ich ja eher gemeint, bei uns gibt's den Film ja jetzt seit 27. Juli, glaube ich, auf Amazon Prime. Also es ist direkt im Streaming rausgekommen, anstatt im Kino. Und in den USA ist er ja im Kino veröffentlicht worden und ist da erstmal ordentlich gefloppt. Aber hallo, und wir? 60 Millionen Budget und 27 Millionen Einspielergebnis, oder? Und das ist echt komisch, weil der Regisseur hinter diesem Film ist eigentlich gar nicht so ein Unbekannter. Nein, ich hab das auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir wollten ja erst einen anderen Film aufnehmen, das machen wir vielleicht noch, also schmerzen wir mal über nicht, was das gewesen war. Dann hast du ihm gesagt, schauen wir uns den noch. Und dann habe ich erst mal gesehen, dass das, weil natürlich hat es mir die ganze Zeit vorgeschlagen auf Amazon, und dann habe ich schon gesehen, Henry Cavill, ein bisschen gesäufert, weitergeschalten. Und erst als du jetzt gesagt hast, nehmen wir auf, habe ich gesehen, hey, das ist ja ein neuer Guy Ritchie-Film, und Guy Ritchie-Filme ist ja normal immer bombengeil. Ja. Aber irgendwie sind die auch nicht, ich glaube, dass die nicht immer so, also oder einige Teile von ihm ganz oft nicht so erfolgreich an die Kinokassen laufen, warum auch immer. Das ist halt doch schon ein sehr eigenwilliger Stil, den er da teilweise hat. Sagen wir mal, er hat immer bei den sehr stark englisch angehauchten Filmen gut funktioniert, und sagen wir mal, dieses Mal schwebt ja das Thema England auch wieder mit. Also, wer nicht weiß, über wen wir reden. Das ist der Typ, der den Kultklassiker Bube, Dame, König, Gras, die möchte ich mir jetzt übrigens bald mal wieder anschauen, gemacht hat. Und selbstverständlich, da werden ja die meisten davon kennen, Aladdin, die Live-Verfilmung. Nein, ich meine, also die hat er tatsächlich auch gemacht, aber ich habe eher Sherlock Holmes gemeint. Und zwar die beiden Sherlock Holmes-Filme mit dem Robert Downey Jr., wo wir alle seit Jahren auf den dritten warten. Der wahrscheinlich nie kommen wird, weil der Robert Downey Jr. jetzt als Doomsday wieder im Marvel-Universum umeinander werken muss. Also ich muss Doomsday jetzt, als Dr. Doom, Entschuldigung. Ich muss das leider ermahnen, hör sofort auf mit deinem Fächer. Du fächerst nämlich Vollgas gegen das Mikro, und unsere Hörer werden jetzt gerade schon so da sitzen. Oh Gott! Jetzt ist ein Obi fächern, jetzt ist ein
Ich mag nicht, Mann, aber dann stirb ich, wenn ich nicht fächern kann. Also Connor hat gesagt, dass das Podcast aufnehmen leicht ist, okay? Ja, wir machen in Zukunft Sommerpausen. Und wir haben es jetzt schon irgendwie geschafft, 5 Minuten über einen Film zu reden, wo wir nicht einmal den Namen erwähnt haben. Kadi, was schauen wir uns denn heute? Über was reden wir denn heute? Wir reden heute über The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Und du hast schon gesagt, dein Stahlriemenfreund kommt auch wieder vor. Der ist auch wieder dabei, aber da ist noch einer dabei. Aber der erregt keinen Stahlriemen bei mir, weil der ist unnatürlich. Der gute Herr Alan Ritchson oder Ritchson, keine Ahnung. Der ist einfach, hast du den seine Schultern gesehen? Das ist ja, was ist mit ihm? Als hätte er Luftballons in die Schultern drinnen. Das Lächerlichste ist ja eigentlich ganz zum Schluss, wenn es dann die Vorbilder, weil es basiert ja tatsächlich auf einer wahren Begebenheit, dann mit Bild zeigen und es ist einfach so ein Lurch. Ja, keiner ist da irgendwie großartiger Stier gewesen und dann gehen wir uns mit ihm daher und er, ja. Das ist das, was ich vorher schon gemeint gehabt habe mit 100% geschichtsakkurat. Ist, glaube ich, nur dieses Grundgerüst der Geschichte ist wirklich passiert, aber was wir da dann erleben, stehe ich jetzt mal in Frage. Es spielt, wie soll es auch anders sein, im Zweiten Weltkrieg, da wo wir England verfolgen, wie sie Pläne schmieden, was sie denn jetzt genau tun mit Deutschland, weil es ist, glaube ich, bereits 1941 und schon, ja. Winston Churchill hat ein Problem. Sie sind nämlich nicht mehr Herr der Meere und das ist für England ziemlich doof, weil die haben weniger Alleinstellungsmerkmale, außer dass sie auf einer Insel sind und da kennt das Meer dazu. Und die werden die ganze Zeit bedroht von den deutschen U-Booten. Also beschließt der Mr. Churchill, den M zu beauftragen, dass der eine Gruppe zusammenstellen soll aus coolen Leuten, die die Versorgungsschiffe für die U-Boote kaputt ballern. Genau so steht's irgendwann mal hinten auf dem Filmrücken, falls ihr... Kaputtballern steht vor allem drauf, ja. Ja. Genau. Das große Ziel dahinter ist nämlich auch, dass sie ihren großen Bruder America endlich ins Kriegsgeschehen eingreifen lassen können, weil solange die U-Boote da umeinander gichteln, die haben halt einfach alles wegballert, was gefunden haben, sei es Versorgung, sei es Militär, sei es Zivilschiff. Und ja, wie es der Corby schon gesagt hat, da ist auch so ein großes Schiff, wird das heißen, du Chess, ist eh wurscht. Ein so großes Schifffall haben sie auf alle Fälle die Deutschen und das haben sie dann rausgekriegt, wo das gerade ist. Und der Auftrag ist dann für unsere Gang, dass sie da hinsegeln und das sprengen, damit dann die Versorgung der U-Boote erst einmal ein bisschen einbricht und dann kann America endlich kommen und das machen, was America am besten kann, nämlich piu, 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 piu. Genau. Und das, obwohl es keine Schwarzen gibt in Deutschland. Das Doofe ist, die Schiffe liegen in irgendeiner besetzten Insel von den Spaniern, irgendwo hinter Afrika, glaube ich, oder? Ja, irgendwo ich glaube, es war Westafrika, bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Es hat irgendwas mit Po geheißen. Hab ich lachen müssen. Ich kann es jetzt aber auch nicht mehr genau sagen, wie das Scheißding geheißen hat. Wie hat das geheißen? Ist wurscht. Irgendwann ist fällt uns vollkommen egal, weil die Herausforderung ist nämlich die, werden es von den Deutschen erwischt, werden es natürlich getötet. Wie soll es auch anders sein? Die Deutschen stehen da jetzt nicht so drauf, wenn jemand ihre Schiffe kaputt ballert. Nein, ist nicht so ein Ding. Und gleichzeitig finden die Briten das aber auch nicht so geil, weil das ist ja eigentlich ein direkter Angriff in Richtung Deutschland und wir wollen ja eigentlich schauen, dass wir da vielleicht eher so in Friedensgespräche reinkommen. An Spanien in dem Fall ja. Und Spanien hat ja da anscheinend auch so eine neutrale Position eingenommen, wie die Schweiz immer. Und deswegen wollte man das auch eigentlich auch verhindern, weil sonst nicht, dass dann Spanien noch sagt, hey, puta. No. No, Senor. Nix Bum-Bum, Schiffe in Mio Hafen. So, und bevor sich jetzt der eine oder andere fragt, wieso hat der Corby vorhin einfach nur M gesagt und dann hat er weitergeredet. Nein, ich habe praktisch den Codenamen M gemeint. Und falls ihr euch jetzt denkt, Moment einmal, reden wir jetzt hier gerade über einen Guy Ritchie-Film oder über irgendeinen James-Bond-Film? Ja, das ist genau der gleiche M. Beziehungsweise es ist der gleiche Codename, weil den guten Gus March Phillips, den der Henry Cavill da verkörpert,
ist mehr oder weniger Vorbild für James Bond. Krass, dass du das weißt, irre. Alter, ich bin brutal. Hast du das, während du den Film geschaut hast, sofort geschnallt? Also jetzt nicht, dass es Vorbild war, aber man denkt irgendwie, ja, er hat irgendwie so, ja, halt also so typische, irgendwie so coole Agentenart an sich. Das habe ich, also man merkt dann schon irgendwie in diesem Vorstellungsgespräch, okay, der Henry Cavill möchte ja jetzt gerade zeigen, wie cool er ist und klaut erst einmal alles, was ihm in die Finger kommt. Und zwar offen vor allen anderen. Der andere zündet sich Zigaretten an und er klaut dabei sein Feuerzeug. Guter Witz. Ja, und zum Schluss sagt er nur zum M, ey, du hast echt einen coolen Mantel. Ja, ich brauche auch so einen Mantel. Aber den Mantel klaut jemand anderen. Den auch. Ja. Und der Henry Cavill war ja sogar fast James Bond geworden, gell? Zu Casino Royale war er in der engeren Auswahl, ist aber da nicht dran gekommen, weil er mit seinen 22 Jahren damals einfach nur zu jung war. Ach so, jetzt habe ich gedacht, weil er zu stämmig ausschaut. Nein, da hat er noch nicht trainiert für den Man of Steel. Ja, auf jeden Fall haben wir hier eine Truppe außergewöhnlicher Männer, kann man eigentlich schon fast sagen. Eine Art Suicide Squad, die sich auf den Weg begeben, um diese Schiffe zu versenken. Ich glaube, es bringt jetzt ja nichts, wenn wir hier einen Haufen Details von dem Film jetzt handlungsgenau erklären. Ich glaube, es ist wichtiger, dass wir unsere Eindrücke da mal schildern, weil es schwingt die ganze Zeit ein ganz großer Stil mit, wo man sich denkt, das habe ich schon mal gesehen. In gut. Ja, das Einzige, was du eigentlich sagen kannst, du hast eben dann, sag ich mal, deine 2 Schauplätze, weil du hast ja, während hier dieser Suicide Squad schon unterwegs ist, hast du dann noch unsere 2 Undercover-Agenten, die gespielt von der Eiza Gonzalez, die ist übrigens eine bildhübsche Frau, mehr hätte ich mal kurz anmerken, und der Babs Olusanmokun. Die sind da auf dieser Insel, die übrigens, ich habe einen Namen rausgefunden, Fernando Po geheißen hat, in Westafrika. Die sind die ganze Zeit schon da und haben da eben diese Informationen eingesammelt, die dann unser Suicide Squad braucht, damit sie dieses Schiff, wie sie das erste Mal planen, sprengen können. Und es ist wahnsinnig spannend, was die zwar machen. Es ist mega spannend, weil sie haben dann so einen ultra bösen Nazi als Gegenspieler. Und da habe ich schon 3-mal hinschauen müssen, um zu schauen, ist es wirklich? Ist es wirklich? Dann habe ich diese X-Ray-Funktion, die übrigens echt cool ist, dann hergenommen vom Prime, um mir leider bestätigen zu lassen, jo, das ist Til Schweiger. Ich fand es in dem Fall nicht so schlimm, weil er sich nicht selber synchronisiert hat. Jetzt habe ich das dämliche Genuschel vor ihm nicht anhören müssen. Ich hab mal. Jetzt hat sie mich nicht gehört, ich bin mich den Juden vergleichen. Ja, aber so klingt er halt in echt. Ja, das mag ich aber nicht hören. Ja. Das scheiß Stimme. So, und jetzt Rest der Welt, die sich das vielleicht im Original anhören, müssen halt dann sei weinerliche, dumme Stimme da tragen. Kein Wunder, warum er in den Glorious Bastards die Hälfte vom Film nichts sagen hat, darf er. Das ist Stimmenshaming, was du da machst. Ja, ist doch so. Also, als der auftaucht ist, da habe ich dann endgültig mir gedacht, Alter, Guy Ritchie, was ist denn los? Wahrscheinlich hat dann irgendjemand gesagt, aber Mr. Ritchie, das ist jetzt irgendwie schon so leicht wie in den Glorious Bastards, oder? What is the Glorious Bastards? Never heard of this shit. It's surely from a very, very bad Regisseur. Also, wir kommen zwar später nur zu unseren Tops und Flops, aber das kann ich schon mal vorwegnehmen. Mein Flop ist der Til Schweiger. Also, wie man so unglaublich schlecht schauspielern kann und gleichzeitig so bekannt ist mir ein Rätsel. Ja, ich hab's mir auch gedacht, als ich ihn gesehen habe, gedacht, oh. Dann habe ich ihn gehört, dann habe ich gedacht, okay, nicht gar so schlimm, no. Dann habe ich ein bisschen sein Schauspiel wieder angeschaut und habe gedacht, oh. Das ist echt die ganze Zeit hingegangen. Der Til Schweiger hat bei mir einfach nur die ganze Zeit ausgelöst. Aber es ist doch auch unglaublich, oder? Dass der Til Schweiger einfach synchronisiert worden ist von einer anderen deutschen Stimme. Ich finde ja, ist ja echt irgendwie komisch gewesen, aber naja. Wie gesagt, das ist, um in Corby sein Stimmenshaming einzusteigen, eine Wohltat für manche Ohren scheinbar. Ja, werden schon wissen, was treiben am Ende sehr erleben, gell? Am Ende ja, sehr Film. Eben. Also, da kann ja schon gesagt, die 2 genannten, wie heißen denn die Charaktere eigentlich? Welche denn, die jetzt auf der Insel sind? Die Dame, die beiden? Genau, die Dame und der Herr. Ja, das ist die Frau Stuart und der Heron. Genau, die erleben da Abenteuer
grandios, spannend, irre. Und im Suicide Squad muss erst einmal ihren 5. Mann retten. Weil er erzählt dann gleich mal auf, wen er alles braucht. Das sind irgendwie alles so mehr oder weniger verurteilte Straftäter, genauso wie er. Oder halt Irre. Und ja, genau, wieder anders lassen in dem Fall. Richtig. Und deswegen müssen sie sich erstmal auf eine andere Insel begeben und gehen dann da zu viert auf die Insel, ballern sämtliche Nazis kaputt, die sie finden. Beste Rambo-Manier mit Pfeil und Bogen. Und da hat sie dann bei mir schon so eingestellt, also ihr habt ja wirklich gar keine Probleme. Also wirklich 0,0. 60 Leute, machen 15 für jeden, nicht gierig werden. Ja. Ja. Vor allem, da gibt es die eine Einstellung, wo der eine Nazi-Leutnant oder was das ja immer ist, dann schon den anderen sieht. Ja, wo er dann, quatschen Sie mich nicht dazwischen. Ja, deswegen, ja, sind wir wieder bei der Geschichtsakkuratität. Genau so was. Ja, es ist natürlich, man merkt halt schon, dass das der Guy Ritchie ist. Auf der einen Seite merkt man es irgendwo, auf der anderen Seite denkst du, ja, aber es ist irgendwie gerade so halber der Guy Ritchie. Es ist kein Ganzer. Irgendwas fehlt mir einfach. Und das war jetzt bei dem, bei der Szene ist mir das erste Mal so richtig dann aufgefallen, dass da irgendwas abgeht, finde ich. Du denkst die ganze Zeit, ja, das kann cool sein, aber es ist es nicht. Zumindest nicht vollumfänglich und das nervt mich. Wieder alle Leute von sämtlichen Wachtürmen, und man hat ja mindestens 3 gesehen, wirklich nacheinander mit Pfeil und Bogen umbringt. Wo ich mir denke, also auch wenn mir ein Pfeil trifft, dann kann ich doch nur schreien oder etwa nicht. Also, oder ich kann doch nur aufmerksam auf immer so Obacht. Nein, da hab ich tatsächlich schon was gelesen, dass ein Pfeileinschlag im Körper, dass du da auch ziemlich schnell weg bist durch den Schock dadurch. Da habe ich schon mal was drüber gelesen, dass der Pfeil anscheinend wirklich so instant umbringen kann. Aha. Dass der sogar nicht einmal tödlich treffen muss. Der kann die theoretisch durch die Schulter treffen und du stirbst trotzdem relativ schnell weg durch den Schock. Heute zumindest mal was gelesen. Also ich habe mich jetzt nicht genau damit befasst, dass es irgendwo mal am Rande irgendwo auftaucht. Ging es nämlich auch um das, wie schlimm ist eine Pfeilwunde. Und da hat es geheißen, so toll ist es gar nicht, wie man vielleicht meint. Also sagen wir es mal so, ich glaube, wenn man 4 Bier getrunken hat und dann den Film reintut und sich da mit einem Kumpel einfach eine schöne Zeit machen will. Dann schaltet man nach der Hälfte aus und tut was Gescheites rein. Dann kann man die Szenen von Suicide Squad auf jeden Fall genießen. Das Drumherum dann vielleicht mal immer wieder nach vorne spulen. Es hat mir ein bisschen gestört, dass die auf gar keinen Widerstand kommen. Also ja wirklich auf 0,0 Widerstand. Und das zieht sie ja dann durch den Film. Also irgendwie hast du dann schon das Gefühl, als die halt da einfach so sauber mal durchgegangen sind, Ja. Und wirklich so im Vorbeigehen einfach jemanden erschießen, dass das am Ende ja auch nicht anders werden kann. Ja, es ist sogar aber so, weil wir haben ja am Ende dann zumindest nur das große Finale mit Schießerei vom Hafen aus und so weiter. Es ist anscheinend sogar noch ruhiger abgelaufen, die Sache, weil die sind nicht unter Beschuss gekommen, als sie das dann, weil kurz mal so, nachdem sie dann eben in dem Lager, von dem wir gerade geredet haben, einen anderen Kollegen befreit hat, wird er geheißen Appleyard Jeffrey, meine ich. Ja. Dann fahren sie weiter. Genau, und dann fahren sie halt weiter. Und irgendwann kommen sie dann auch auf dieser Fernando Po Insel und erfahren dann noch von unserer Kollegin, die schon auf der Insel unterwegs ist, da die Stuart, wie ihr Vornamen, weiß ich nicht mehr, wie der war, irgendwas komisches auf alle Fälle. Marjorie, so. Machinga. Von der erfahren sie dann auf alle, von denen 2 und dem Heron erfahren sie dann noch, dass das Schiff jetzt verstärkt worden ist und sie können es nicht sprengen und dann haben sie die Idee, dass sie es abschleppen. Und das ist im Echt dann anscheinend auch so gewesen. Ich glaube, wir haben 3 Schiffe gestohlen. Das Ganze hat 30 Minuten gedauert und sind nicht beschossen worden. Irgend so eine Luftabwehr hat anscheinend ein bisschen in die Luft geschossen, weil sie gemeint haben, als die Ketten gesprengt worden sind, dass das ein Luftangriff ist. Haben einfach blind in die Luft geschossen, haben gar nicht gewusst, was los ist. Und nach 30 Minuten war das Ganze vorbei, ohne dass die einen Mann verloren haben. Es ist anscheinend sogar noch widerstandsloser abgelaufen, als der Film letztendlich war. Und der ist schon ziemlich widerstandslos. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil sie waren im echten Suicide Squad nicht zu 5, sondern zu 55. Kann man schon ein paar mehr Aufgaben verteilen. Ohne Nein, aber umgefahren sind auch 5, gell?
Die sind auch zu fünft mit so einem Segelschiff da umgekrumpelt und haben dann, glaube ich, auch vor Ort, wie sie es im Film haben, nochmal ein paar Leute dazugekriegt mit diesem einen Prinzen oder was es ja immer war. Da haben sie nur irgendjemanden drüber getroffen und haben dann nochmal ein paar Leute dazugekriegt für den direkten Einsatz. Aber gesegelt sind sie zu fünft. Okay. Also man kann auf jeden Fall... Wahnsinn. Man kann auf jeden Fall sagen, das ist so die erste Vorlage für den allerersten James Bond. Tatsächlich, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, basiert der James Bond auf diesem Gus March Phillips. Ja, und wer Bock hat, sich den Film anzuschauen, weil ich glaube, mehr braucht man jetzt auch nicht mehr verzeihen, also sonst spoilern wir ja dann noch, was sonst alles für krasse Sachen noch passiert. Ich meine, der Kanye hat jetzt zwar eigentlich schon das Ende verraten, aber wer weiß, vielleicht erlaubt sie der Guy Ritchie ja die eine oder andere künstlerische Freiheit. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Er hätte nämlich allgemein ein bisschen mehr künstlerische Sachen einbringen können. Da war es nicht gar so kackenlangweilig gewesen. Jetzt hier auf Wikipedia steht, der Film ist ab 18, hier woanders gehört, der ist ab 16. Sagen wir mal, es wird sich irgendwo da in die Richtung einpendeln. Er ist jetzt aber eigentlich nicht so brutal, dass das jetzt sagen, der ist ab 18. Na, also ich da sagen, wenn dann, also ich da sagen, 16 hat er auf alle Fälle, 18er da er wahrscheinlich, wenn dann kriegen, weil dieser Lassen, der die ja hauptsächlich mit dem Messer umbringt, über den habe ich ein bisschen was nachgelesen und man merkt halt, also das waren so Hasskills, die hat so geheißen, der hat halt die Nazis wirklich verabscheut und der wollte sie nicht gerade wegen der Situation umbringen, sondern er wollte halt jeden von denen ermorden und das wollten sie halt auch einigermaßen darstellen. Sie wollten es eigentlich wesentlich goriger darstellen, hat es geheißen, bei irgendeinem Testscreening oder bei irgendeinem Gespräch hat es geheißen, mehr Gore, dass man halt so richtig sagt, wenn der eine sticht und aufschneidet, dass dem Zuschauer die Innereien und das Blut entgegenspritzen sollten, haben es leider nicht gemacht, weil das hätte einiges rausgerissen bei dem Film, finde ich. Also gerade mit den Szenen, wo er mit der Axt rumschwingt, da habe ich mal bei dem einen oder anderen gedacht, okay, und jetzt sieht man gleich, wie der Kopf wegfliegt. Nein, nix. Und tatsächlich hätte es dem Film wahrscheinlich ja gut getan. Ja, das ist nämlich einmal mein Hauptproblem mit dem Film, weil also das war halt so die einzige Sache, wo ich sage, die kann man vielleicht ab 18 machen, weil der halt so krass aggressiv auf die drauf geht und wirklich gar keinen überleben lässt und Leute im Bohnling noch dann das Herz ausschneidet, weil er sammelt jetzt auf irgendwelche Fass voll Herzen haben. Inglourious Bastards lasst wieder mal grüßen. Statt Skalps gibt's diesmal Herzen. Und das ist auch mein großes Problem bei dem Film, weil durch diesen Guy Ritchie-Einschlag, den er hat, mit den coolen Dialoge, die Charaktere sind alle so cool, lässig und so weiter, war halt dann auch diese krasse, war halt dann auch so überzogene Nazi-Killerei geil gewesen, sag ich jetzt mal. Das hätte voll geil da reingepasst. Aber da liefert er ja gar nichts. Der liefert ja fast überhaupt kein Blut. Das ist ja total Banane eigentlich und dadurch driftet der für mich dann irgendwann die Dialoge. Sie sind zwar so cool, Guy Ritchie-mäßig, aber die zünden nie 100%, finde ich. Jetzt kann mich der Film mit die Dialoge schon nicht wirklich halten und dann, wenn's meinst, jetzt geht's zur Sache, jetzt geht's rund, dann ist halt wieder nix, dann ist wieder stinklangweilig. Die Einschüsse sind lächerlich, du siehst gar nichts, du siehst nicht wirklich Blutspritzen, die Einstiche und so weiter, also da ist nix. Für mich ist das, also wirklich, weiß ich nicht, warum der Film ausschaut, wie er ausschaut. Das ist irgendwie nicht typisch für einen Guy Ritchie. Irgendwas passt da nicht. Das ist jetzt schon der Flop, oder? Dann kannst du mir gleich den Top auch noch sagen. Nein, ich hab ein richtiges Flop. Nein. Oh, da bin ich aber jetzt gespannt. Sollen wir gleich richtig reinrutschen in diese Top- und Flops-Schiene? Möchtest du gleich voll eine mit dem Dropkick? Ja. Ja, bitte, mich nicht mehr über den Film reden müssen. Doch, tatsächlich, ich habe verschiedene Flops. Aber so mein Top-Flop, da bin ich gespannt, ob du das hast. Ich habe ja vorhin schon über einen gesprochen. Top-Flop. Jetzt pass auf, mein Top in dem Film ist relativ schwierig, weil der Film so wenige Highlights hat, dass ich da wirklich dass ich mir einfach irgendwie so bescheuert Top aussuchen müssen. Und darum sage ich einfach an Alan Ritchson seine Schultermuskeln. Die sind unnatürlich und ich mich auch sicher nicht haben. Das ist mein Top von dem Film. Und mein Flop ist diese unsäglich beschissene Gesangsszene, wenn die Eiza González da singt. Das ist, warum brauchst du denn das jetzt noch? Warum? Für was?
Das macht nichts besser vor dem Film, das macht ihn unnötig länger. Diese 5 Minuten hätten wir uns sparen können. Der Film dauert schon 2 Stunden und das ist schon mal eine Dreiviertelstunde lang vor dem Film. Und dann muss sie da noch singen. Das ist, oh nein, hau mich ab mit dem Dreck. Ich weiß absolut, was du meinst. Ich war nämlich hin und her gerissen, weil ich mir dann gedacht habe, ja, okay, das hat Inglourious Basterds zumindest nicht gemacht. Ja, Gott sei Dank. Und aber dann gedacht, ja, weiß ich, das ist halt dann nochmal irgendwie zusätzlich Ablenkungsmanöver oder so. Oder vielleicht ist die Frau eine bekannte Sängerin und das war Teil des Deals. Ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ich kann es verstehen. Hat mich furchtbar genervt und das ist mein absolutes Flop, ja. Und ich habe jetzt als Top nicht hergenommen, dass der Henry Cavill in der Hauptrolle ist und jetzt gesagt, ja, du hast bei Man of Steel schon so gefeiert, nicht schon wieder Henry Cavill drum. Die unnatürlich riesige Schultermuskulatur vom Alan Richardson, den man auch eben als Jack Reacher aus der Amazon Prime Serie kennt. Der Typ ist ja wirklich, also das ist absoluter Berserker. Das ist unnatürlich. Schaut echt. Und unfair. Aber ich finde, wenigstens sein Gesicht macht nun mal so einen authentischen Touch. Also ich finde, der schaut halt jetzt nicht so künstlich, unnatürlich aus, sondern irgendwie, okay, dem traut man zu, der hängt den ganzen Tag einfach nur beim Bodybuilden ab und hat da einfach Bock drauf und keine Ahnung. Und umso lustiger ist es dann natürlich, wenn du am Ende dann dieses Vergleichsbild siehst. Wenn das du ist echt, Henry Cavill nicht nimmst, dann nimm noch halt ich. Also weil tatsächlich, er war für mich schon so das Highlight in dem Film. Ich glaube, hättest du jetzt da nur 15 Schauspieler, dann hat der Film absolut in der Belanglosigkeit versanden. Was war der Flop gewesen, wenn ihr einen Henry Cavill genommen hättet? Der Top? Na, sein Bart. Okay. Dann hat er sich einfach zur Gaudi machen lassen. Gell? Hat sich gedacht, okay, das ist der Zweite Weltkrieg, wir sind in einer Nazi-Tötungsgruppe, wir machen halt noch einen guten Bart dazu. Haben wir einfach Spaß. Ich finde den Henry Cavill cool. Also, muss ich jetzt hier nochmal sagen, die Man of Steel-Folge mit mir kommt ja nie raus. Nur in Superman fand ich ihn halt nicht so geil. Ist ja jetzt wurscht. Auf jeden Fall ist er da schon jemand, der da den Film auf jeden Fall trägt. Ja, und Flops. Einen habe ich ja vorhin schon gesagt, Till Schweiger. Dann noch eine ganz bestimmte Szene, und zwar die letzte Einstellung mit ihm. Also, wo ich mir gedacht habe, ich glaube, jeder würde das gar besser schauspielern wie du, Alter. Fand ich richtig, richtig scheiße. Dann, dass die Musik einfach nicht weiß, was sie will. Und da wieder irgendwie so schlecht geklaut, angelehnt an den Inglourious Basterds die ganze Zeit. Fand ich auch sehr bedenklich. Dann auch noch, das muss ich auch noch erwähnen, wer ist der Schauspieler von Winston Churchill? Rory Kinnear. Weiß ich jetzt nicht genau, ob man den sonst woher kennt. Ja, den kennst du aus der ersten Folge, du müsstest jetzt wissen, erste Folge Black Mirror spielt auch einen britischen Abgeordneten. Echt? Der die Echt? Erstes? Okay, ja, aber er hat ja jetzt hier... Und ich glaube, der aus Man ist er, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht täusche. Er hat jetzt da auch wieder eine Maske, die er den Winston Churchill machen soll. Und es ist ja jetzt nicht so, als wenn der Winston Churchill noch nie in irgendeinem Film mal vorgekommen war. Und man praktisch gar nicht weiß, wie der ausschaut oder wie der sich benimmt oder was weiß ich. Aber also das ist wahrscheinlich der lameste Winston Churchill, den ich kenne. Also, das war ja furchtbar. Findest du? Ach so, du fandest ihn gut, oder was? Na, ja, war mir egal. Ja, aber das ist ja... Also, ich finde jetzt nicht scheiße und der war halt einfach... Das war wie die meisten Figuren, außer jetzt unser Suicide Squad. Die Figuren sind ein bisschen herausgestochen, finde ich. Aber ansonsten waren alle anderen Figuren rundum völlig blass irgendwie. Die haben, also auch vom Schauspiel her da keiner, das ist wie so Auftragsarbeit, ist mir da teilweise vorgekommen. Ja, spiele ich schon schnell die Rolle. Kein Elan drin, gar nichts, einfach passt schon. Und jetzt denk bitte noch mal drüber nach, zu welcher Zeit das spielt. Das ist mitten im Zweiten Weltkrieg, er ist der Auftraggeber, da geht's für ihn ums Ganze, wenn das auffliegt, ist er weg. Und England gibt dann auf. Also, ich finde nicht, man sollte sagen, ja, wer den spielt, ist egal. Ja, aber irgendwie, ich weiß schon, was du meinst, ja, aber es war jetzt, weil irgendwie auch alle anderen Figuren rundum so, das war alles so, da ist überhaupt nicht so die Ernsthaftigkeit von der Situation jemals mit rausgekommen, finde ich. Das war, gut, er möchte ja sowieso an sich eher den ganzen Film ein bisschen locker aufbauen, das soll ja so diesen coolen Guy Ritchie-Touch drinnen haben, ist okay.
Aber die Szenen in die Parlamente, sag ich jetzt mal, beim Churchill und so weiter, die waren ja nie so locker flockig oder sonst irgendwas. Da war sie eher ein bisschen ernst, aber es hat nie wirklich die Ernsthaftigkeit durchdringen können, die das vielleicht hätte dann haben sollen. Ich weiß nicht, ich finde das, also irgendwie passt bei dem Film überhaupt nichts zusammen. Ich finde das ganz komisch und bei manchen Sachen kann ich nicht mehr richtig sagen, was mich stört, aber es ist fast immer über die Laufzeit von 2 Stunden etwas gewesen, dass ich gesagt habe, irgendwas passt mir da jetzt gerade nicht. Das ist, als hätte ich als man permanent ein bisschen in die Eier zwicken oder so. Ich weiß nicht, irgendwas ist unangenehm. Ich habe bei dem Film auf zweimal anschauen müssen, ich bin in der Mitte beim ersten Schauen eingeschlafen und Jesse hat sich weiter angeschaut. Also, du hast ja bei das Geballer und alles gehört, aber ich hab mir gedacht, oh, es ist so, ich mag es auch nicht aufmachen. So lang, diese 2 Stunden ziehen sich so dermaßen. Oh. Und deswegen. So ist mir vorher gegangen. Das war, also, okay. Ich hab am Stück durchgeschaut. Ich bin dazwischen einmal gegangen, hab meine Katzen gefüttert. Und dann habe ich so hingeschalten, oh, lecker, noch eine Stunde, was ist denn los mit dem Film? Der dauert doch schon 14, das gibt's ja gar nicht. Das ist echt, der hat sich gescheit gezogen. Und irgendwie habe ich das Glück zur Zeit, dass ich nur Filme sehe, die sie ziehen, weil ich habe die neuen Tribute von Panem, habe ich glaube ich verzeiht, angeschaut und der war ja auch, der dauert 2,5 Stunden. Das war auch so gefühlt die Ewigkeit, als ich mein ganzes Leben jetzt nur noch mit dem Film verbringen. So lange dauern die. Und das ist der gleiche Zirkel, der Teufel. Wie Rotz am Ärmel, hat der Mike gesagt, damit wir vielleicht zumindest zitiert haben, wenn er schon nicht da sein kann, weil er seine fette Plauze gerade irgendwo im Strand in die Sonne reinhält. Verdient, weil der Mike macht ja die mehr Arbeit im Podcast. Eben, der schneit, der macht stundenlange Vorbereitung, Nachbereitung, Kontakte knüpfen, mit Mike ist brutal. Aber ihr seid jetzt bestimmt ganz gespannt, ey, jetzt redst doch bitte endlich über den Triple Threat. Kann ich. Genau, endlich die richtige Bewertung. Kämen in diesem großartigen Stück Kunst Titten vor. No Titties. Und wie schaut's aus mit Trompeten? Keine Trompetas. Außer die Instrumente, glaube ich. Das kann sein bei dem komischen Idiotenkonzert, ja. Aber die lassen wir nicht sein. Und wie schaut's noch aus mit toten Tieren? Auch nicht. Doch. Mein Gott, vielleicht bei den Wasserminen kann natürlich der ein oder andere Fischhops gegangen sein. Doch. In ihre Schießübungen, da schießt sie auf tote Fische. Ja, schau, dann passt Lebensmittelverschwendung. Lebensmittel, genau das haben wir auch noch. Das ist ja richtig mies. Lebensmittelverschwendung haben wir auch noch. Ja. Für Schießübungen. Das ist ein Miracle. Ja, also auf jeden Fall, es ist irgendwie für mich schon verständlich, warum man diese Story irgendwann mal filmt. Die Umsetzung verstehe nicht. Also es muss doch irgendwann aufgefallen sein, dass der Film irgendwie eine schlechte Adaption von Inglourious Basterds ist. Ich weiß nicht. Ich finde das, ja, wie gesagt, der Film ist halt entweder hätte jetzt gesagt, sollte wirklich so einen biografischen Touch haben und ernst und wirklich so akkurat erzählt werden. Das war für mich dann interessanter. Oder halt dann völlig überzeichnet. Und nicht so hoch, aber jetzt ist so gerade so, das ist so 50-50. Das ist nicht richtig überzeichnet, das ist langweilig einfach nur. Und der, wenn nicht völlig überzeichnet war, wie wir es vorher schon gesagt haben, weil die Charaktere haben ja schon diesen übertraten Touch. Lass die Charaktere noch geiler ausflippen, richtig gestört sein und mach in den Metzelszenen richtig blutige Splatterei eine. Dann hast du Spaß bei dem Film. Dann sitzt du da, es ist alles mit einem Augenzwinkern und es ist cool. Und so ist es einfach, das ist nichts halbes und nichts ganz. Das ist einfach nur, da gibt's auch noch so eine geile Szene. Welche? Das ist so gegen Ende vom Film, wo sie trennen sie doch dann und die einen gehen auf das eine Boot und die anderen auf das andere. Und dann machen sie doch das mit dem Lichtsignal. Wo dann der Lassen zu dem Apple-Yard dann sagt, der Apple-Yard dann so, oh wow, der Marge Phillips hat's echt geschafft. Und dann sagt doch der Lassen, ja, hast du gedacht, da schaffen die nicht. Das war doch dein Plan. Das war doch dein Plan. Und dann nur so komisch geschaut und dann bin ich da gesessen und hab mir gedacht, ja, das sagt er doch dann so, okay. Das sagt er doch sogar noch dann so, ja, aber hast du dran geglaubt, dass der funktioniert oder irgendwie so? Ja. Und er sagt so, ja, das kann alles so lustiger und besser sein. Und blutiger vor allem. Also das ist mein Riesenmanko. Eigentlich, wenn mir der Gesang nicht so aufgeregt hätte, dann war er mal Flop gewesen, dass er nicht richtig geil überzogen blutig ist. Aber mir regt halt die Gesangsszene noch mehr auf. Und normal mag ich Musik und so weiter im Film und auch wenn sie mir singen, darf man es ruhig machen. Aber ich habe, glaube ich, noch nie ein unpassenderes Stück Gesang in einem Film gesehen als bei The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Gott, regt mir das auf. Ja, es ist ja auch kein Musical. Gut. Genau. Dann in diesem Sinne, schreibt uns bitte in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet, weil er war jetzt ziemlich lang auf Platz 1 von den Streaming-Charts, also von dem her muss er ja auch gerade in Deutschland irgendwie gezogen haben. Man muss ja sagen, der Trailer täuscht ganz schön. Ich hab mir keinen angeschaut, also. Echt? Ist der nicht einmal in der Werbung bei dir reingestreut worden? Wenn da irgendeine Werbung läuft, das ignoriere ich meistens. Ich glaube, der ist von Queen irgendwie Don't Stop Me Now oder so gekommen und dann halt also so ganz schnelle Schnitte und dann denkt man schon, okay, irgendwie macht was her. Nö, kein Queen. Das ist nix. Das ist immer Krampf, gell? Ja. Also von dem her, dann Kani, vielen Dank, dass wir endlich mal wieder einen Zweiten Weltkriegsfilm behandeln dürften. Vielleicht schnappen wir uns das nächste Mal einen guten. Was? Du Penner hast ihn vorgeschlagen, nicht ich. Ja, weil eben er ist momentan schon ein bisschen so in aller Munde. Und, mein Filmvorschlag war 100-mal besser gewesen, da bin ich mir sicher. Werden wir auch noch machen. Und Henry Cavill spielt mit, also dein Stahlriemen müsste ja wieder aktiviert sein. Prinzipiell hätte er das Potenzial dazu gehabt, dass man Zeit aufsteht, aber... Wenn im Hintergrund der Til Schweiger halt zu Vieri lurt. Hallo! Ja, das geht, ja, bin ich raus. Also nicht mal der Henry Cavill hat es da dann geschafft. Oder die unmenschlichen Schultermuskeln vom Alan Richardson. Also da feiert einfach zwei, dass ich da Zeit kriege. Tja. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht voneinander po. Gibt es die Insel wirklich? Ja, vermutlich. Ja, die gibt's schon. Man nennt sie auch Bioko. Bioko? Ja, im Golf von Guinea. Das klingt besser erfunden. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Adieu. Wiederschauen.